Ringfrei für nächste Runde hier bei The Witcher 3 Blood and Wine. Bereits Part Nummer 17 und Wein ist heilig immer noch mit der durchaus überzeugend auftretenden Anna Henrietta, mit der wir gar nicht mehr quatschen können. Naja, sie ist eine Herzogin, mit der kann natürlich nicht jeder quatschen, ist klar. Gut, das Weinregister lesen. Ja, dieses Weinregister, schön, ist es irgendwo hier vermerkt. Pipopa, mal gucken. Übrigens, was mir jetzt noch gesagt hat, wegen der Quintkarten, ich bin so ein Idiot, ey. Ich dachte, die hätte ich geholt, aber ich hatte die noch gar nicht geholt. Also, ja, wegen der Quintkarten und wegen diesem Buch, wo alle Quintkarten aufgelistet sein sollten, findet man gar nicht hier, sondern, also, ist unterschiedlich, wenn man halt das Spiel neu starten würde. Moment, kann ich hier nochmal irgendwie Weltkarte, also, genau. Sprich, also würde man das Spiel nochmal komplett von neuem starten, bekäme man irgendwo einen Weißgarten, macht man irgendwie auch das erste Duell irgendwo, zum ersten Mal Quint zocken. Dann wäre es dort, aber so wie bei uns ist es mittlerweile auch, nur wie gerade das neu war, das ein eigenes Wappen hat. Cool. Ja, Novigrad, dann kann man es irgendwo hier, beim Händler hier oder hier, auf alle Fälle irgendwo beim Platz des Hierarchen sollte man es kaufen können oder irgendwo. Das muss hier irgendwo sein. Ich glaube sogar ziemlich billig, von dem her. Jo, aber mal so noch ganz kurz erwähnt. Genau, jetzt müsste Rosmarin und Thymian sein von Rittersporn, wollte ich eigentlich auch noch hin, aber natürlich erstmal später. Wir haben hier zu tun. Ja, liest das Buch, schön, das Weinregister, Questgegenstände ist natürlich irgendwo vermerkt, gerade irgendwo, wo ich es sehen kann, natürlich nicht. Die Lorbeeren. Naja, wo ist das Teil jetzt? Oder. Ach so, ja. Hab nichts gesagt, nichts gesagt. Das Winzerprotokoll. Fermentierung komplikationsfrei abgeschlossen. Anstich über Druse. Hier, Abfüllung. Auf den ersten Blick scheint alles in Ordnung und sauber dokumentiert. Dann müssen wir die andere Spur verfolgen. Benoit sagte, beim Flecken handele es sich um einen 1269er Jahrgang. Finden wir den. Eine gar nicht mal so dumme Idee. Nö, kein Bock drauf. Evelus, Jahrgang 1260. Ervelus, den mag ich, schön trocken. Hervorragender Wein. Du hast Geschmack. Natürlich. Obwohl für einen Hexer, also eigentlich sind ja seine. Obwohl es ein Geschmackssinne war. Man weiß eigentlich von den Emotionen, aber ob jetzt die Geschmackssinne auch irgendwie abgestumpft oder sogar besser sind. Wer weiß, gut, das war jetzt schon mal der. Okay, gehen wir mal zum nächsten. Ja, ich brauche einen Sangreal. Sangreal? Na, nicht so. Ja, jetzt. Est. Jahrgang. Das ist ein gleicher Jahrgang. Est. Diesen Wein kennt ja nun wirklich jeder. Gehört zu den besten Weinen der Welt. Castel Ravello ist dafür berühmt. Fiorano, 1272. Fiorano. Rittersporn ist ganz wild darauf. Ach ja, sein verwöhnter Gaumen. Ja, wenn sie über ein Herz ziehen kann, dann spricht sie gerne über ihn. Ist klar. Dann müsste das sein, wa? Pomino. Nee, ist auch nicht. Was? Hier drüben ist Pomino. Hä? Haben wir jetzt schon alle? Weiter oben gucken. Alter, es ist dunkel hier. Gut, vielleicht mal ein Stockwerk hoch, wa? Naja, ich weiß nicht, da kommen wir ja dann noch gerade. Vielleicht geht es noch in einen anderen Weg. Ah, die habe ich gesucht, die Treppe hier. Sangreal, Jahrgang 1270. Der richtige Wein, das falsche Jahr. Sangreal, Jahrgang 1270. Das ist der falsche Jahrgang. Such weiter. Ja. Also im Prinzip, ich würde mal sagen, ist natürlich immer eine Frage, wie man die Weine hier genau hält und natürlich auch aufbewahrt. Aber wenn ein Typ nicht komplett doof war, dann müsste man doch den gleichen Wein nebeneinander stapeln.
Natürlich Jahrgänge unterschiedlich, ist klar, aber den gleichen Wein, also sprich Sangreal. Ne, sowieso berühmt ist die. Alter, ich sehe kaum was. Hier auf YouTube oder sowieso noch weniger. Ja, ist doof, wenn wir hier die Katze einsetzen. Oh, wieso eigentlich nicht? So, schon um einiges besser. Ich weiß nicht, ein bisschen die Atmosphäre, man muss ja auch etwas sehen können. Geralt, das ist Steuerung teilweise. Oh. Sangreal. Das Fass ist von 1268. Fast, aber nicht der richtige Jahrgang. Aber hier ist er. Der muss ja theoretisch der hier sein, wa? Natürlich nicht, dann kann es nur noch der hier sein. Ja, endlich mal. Hier, 1269. Und nun? Sehen wir nach leeren Fässern. Willst du sie anstechen? Fürs Erste reicht es, wenn wir klopfen. Wenn es hohl klingt, sind wir fündig geworden. Ja, Geralt, klopfen. Voll. 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 Das hier ist auch voll. Der hier? Ja, auch. Voll. Da kann es nur der hier sein. Hä? Das hier ist auch voll. Sieht aus, als wären alle Fässer voll. Sackgasse, fürchte ich. Voll sind sie schon. Aber ist auch Sangreal drin? Nimm einen Hahn und einen Hammer. Wir öffnen sie und probieren. Ja, gut. Haben gerade überlegt, weil im Prinzip soll es ja für Bluten Wein, habe ich schon mal erzählt, soll es ja auch noch eine Romanze für Geralt, also Romanze, ja, so ein Abenteuer, so ähnlich wie mit Gianni und so weiter, soll es auch hier beim Bluten Wein geben. Ein Holzhammer zum Anstechen. Und jetzt sind wir ja hier, wo wir, naja, also alle Fässer anstechen, ein bisschen trinken, erinnere mich an, ich überlege gerade, welcher war das schon wieder? An einen der Asterix-Filme, ich weiß gar nicht mehr welcher. Ich meine, da kann man relativ schnell beschwipst sein, also, ja, gelb, nicht rot, seltsam. Ich meine, könnte theoretisch sein. Hier sind die Hähne. Dann an die Arbeit. Stechen wir sie an. Zum Wohl. Ich würde gerne den hier anstechen, darf ich? Offenbar kann ich nicht alle anstechen. Jetzt. Bereit. Geht zur Seite. Voll neben irgendwie. Und? Diese Gewürznoten einmalig. Das ist Sangreal. Tja, dann der nächste. Tritt beiseite. Ja, mache schon. Die Katze ist leer. Ja, können den nächsten nehmen, aber ist eben relativ gut, was sie macht. Widerlich. Bitterer Mistwein. Vielleicht ist er umgekippt. Unmöglich. Das ist kein Wein, sondern übler Unrat, der nie ein Fass von innen hätte sehen sollen. Es kann kein Zufall sein, dass er trotzdem in einem Fass ist. Meister Fabrizio. Mal sehen, was der dazu zu sagen hat. Meister Fabrizio, ich bin sehr enttäuscht. Aber gnädige Herrin, ich... Du bist einen Schritt davon entfernt, den Kopf zu verlieren. Sag die Wahrheit, dann behältst du ihn vielleicht. Ich gestehe alles.
Ich habe ein Fass Sangreal verkauft. Bitte, vergib mir. Warum hast du das getan? Ich konnte nicht widerstehen. Sie haben eine abenteuerliche Summe gezahlt. Da bin ich schwach geworden. Bezahle ich dir nicht genug? Ich wollte unseren Familiensitz zurückkaufen. Das hier gehört mir nicht. Gut, ich habe ein Dach über dem Kopf und genug zu essen, aber was ist ein Edelmann ohne eigenes Land? Ich werde alles sagen, aber bitte erweise mir Gnade. Wem hast du den Wein verkauft? Vor ein paar Wochen hat ein reicher Edelmann mich in der Fasanerie angesprochen. Er behauptete, Diplomat zu sein und Verbindungen zum Hof zu haben. Er schlug mir ein gemeinsames Unternehmen vor. Er hatte Kunden, die schon für einen Tropfen Sangreal ein Vermögen hinblättern würden. Er wollte als Mittler fungieren. Wie heißt der Mann? Das hat er nie gesagt. Er war groß, schwarzhaarig und sprach mit Akzent, behauptete aus Zintra zu stammen. Ich habe keinen Edelmann aus Zintra am Hof. Zintra? Willst du mich verarschen? Warte mal. Groß, schwarzhaarig und mit Akzent, da kann man vielleicht drüber streiten. Aber aus Zintra, das klingt mir ein bisschen nach M hier, aber das kann nicht sein. Der wäre vollkommen an den Haaren herbeigezogen. Wieso sollte sich M hier vor allem wieso hier einmischen und so? Ich meine, klar, als Edelmann ist, wenn er sich noch ein bisschen verkleidet. Ich meine, er hatte genug Gelegenheiten und vor allem auch genug Talent im Verlauf der Jahre angesammelt, dass er sogar uns täuschen können. Also nicht hier im Spiel, sondern in den Büchern halt noch. Ja, das ist natürlich, Aber aus Zintra, ich meine, Detlef ist ja auch groß, schwarz und also schwarzhaarig, Entschuldigung, wenn einfach nicht rassistisch klingen. Groß, schwarzhaarig, Akzent, ja gut, vielleicht, das anderes. Aber warum er? Außer, ja schon, aber das gibt keinen Sinn. Hä? Verwirrung? Hast du wirklich geglaubt, das fliegt nicht auf? Ich war ein Idiot. Ich bitte dich, gnädige Herrin, vergib mir. Und wie wurde der Wein übergeben? Wir haben uns im Schutze der Dunkelheit in den Ruinen von Vor Astre getroffen. Ein Dutzend Männer kamen zur Abholung. Bewaffnete. Die Sorte, die nach Ärger riecht. Ich brachte ein Fass, das sie auf einen Wagen luden, und dann trennten sich unsere Wege. Das ist alles? Da hast du sie zum letzten Mal gesehen? Naja, vor ein paar Tagen traf ein Bote ein. Er sagte, sie wollten ein weiteres Fass kaufen. Und das habe ich bereits für die Lieferung vorbereitet. Ist doch eigentlich perfekt, um sie so abzufangen. Also, wenn er uns hilft dabei, dann könnte Anna ihm doch Gnade erweisen. Momentan sieht es nicht gerade so aus, würde das tun. Alter, der Blick, ey. Wenn Blicke töten könnten. Und eine Frau sowieso. Ja, niemals eine Frau so verärgern, dass, vor allem nicht so eine Frau wie sie eine ist, also sprich eine, die ein bisschen einen Takt angibt. Da fliegt schnell mal der Kopf. Oder die Eier, je nachdem. Das reicht. Wir wissen, was wir wissen müssen. Gnädige Herrin, ich flehe dich an. Vergib mir. Geh mir aus den Augen. Hauptmann, lass Meister Fabrizio in den Kerker bringen. Er muss sich für sein Verbrechen verantworten. Hochverrat. Und was jetzt, Hexer? Wir stellen eine Falle. Wir müssen die Weindiebe fangen. Der Edelmann aus Zintra könnte der Erpresser sein. Ich bringe die nächste Fuhre nach Vor Astre. Damian und seine Soldaten begleiten mich. Ausnahmsweise bin ich bei deiner Meinung. Wir machen es, wie du sagst. Gib mir Bescheid, wenn du bereit bist. Das klingt doch schon mal, ich würde sagen, machen wir noch eine kleine Quest. Moment noch. Beeil dich. Wir warten nur auf dich. Der Herr kann ruhig ein bisschen auf mich warten hier, also bitte. Wein ist heilig, ja, eben noch deswegen, weil ich ihn auf dem Anschlagbrett gesehen habe.
Ja, sprich weiter. Du sagst nichts mehr. Gut. Nix war. Und dann kommt da. Teil fehlt noch. Was sind da drüben? Das ist schon irgendwie auf die Entfernung hin. Und dann kann eine Quest, was ist das denn gesucht? Meisterzauberer! Eine Hexe. Rittergeschichten! Sprich mit Jakob, dem Holzfäller. Jakob! Bruder Jakob! Das ist in der Nähe. Der Bruder Jakob! Okay, nehmen wir das noch, nehmen wir das noch. Wir haben hier, wir finden ein bisschen zu wenig Punkte zum Reisen. Ich hoffe, hier vor der Schnauze ist noch einer. Sonst wird's doof. Lesen, bin noch schon dran. Ja, aber vorher schon gelesen. Ah, wir haben hier doch noch, Gott sei Dank. So. Ich liebe Reisepointer. Sag nicht doof. Plötze! Rutsch auf einen Zentimeter. Irgendwie jetzt keinen Bock drauf, wa? Zu steil für dich? Ernsthaft? Nee, geht doch. Ich überlege gerade einen Edelmann aus Zintra. Mir fällt da spontan keiner ein. Ich meine, Zintra ist schon eine Weile her. Das war in den ersten Büchern noch so erwähnt. Also wurde noch so erwähnt, weil, naja, wissen ja, Zintra wurde ist mittlerweile Nilfgaard und ja, da wurde ja ziemlich übel abgeschlachtet, dort alles Mögliche. Bleibt noch etwas bei mir, edle Daphne. Bist du Jakob? Bei Fußmoorhold. Platz. Wer will das wissen? Ein Hexer. Ich habe deinen Aushang gesehen. Warte mal. Ein Hexer, sagst du? Wie in Luis Herreras Sagen und Legenden? Beim grünblütigen Kobold. Was für ein Glück! Weißt du, keiner glaubt mir, dass dieser Baum Daphne ist. Die verfluchte Dame aus der Sage. Aber du könntest den Fluch brechen. Und wie? Bist du nicht zu alt, um an Gute-Nacht-Geschichten zu glauben? Soll ich dir das Maul stopfen, Hexer? Wie alt ich bin, geht dich ein Schweinefurz an. Die Runde geht an dich. Und woran du glaubst, geht mich auch nichts an. Gut, dass wir uns einig sind. Wie kommst du darauf, dass ein verfluchtes Mädchen in dem Baum steckt? Tja, ich bin mit meinem Hund Moorhold hergekommen, um ihn zu fällen. Hab mit der Axt zugeschlagen, sie tief im Stamm vergraben. Verflucht noch eins, da ist auf einmal Blut rausgequollen. Mir ist die Kinnlade runtergeklappt. Aber dann wurde es mir klar. Das steht alles in Daphne, Gareth und die Hexe vom Luchsfelsen. Lass mich raten. Aus Herreras Sagen und Legenden? Darauf kannst du einen lassen. 2. Auflage, erweitert. Oktavformat. Ich kenne die Geschichten auswendig. Meine Oma hat sie mir vorgelesen. Bestimmt von vorne bis hinten. Und auch die Nachschrift. Schon möglich, aber das Blut rausgefunden aus dem Baum, wenn auch wenn verflucht ist, wird wohl kaum Blut drin sein. Du hast mich neugierig gemacht. Glaubst du wirklich, die alten Geschichten sind wahr? Willst du mich verarschen? Hältst du mich für blöde? Nein, es sind nur finstere Zeiten. Da ist kein Platz für Ritter reinen Herzens oder glückliche Enden. Leute wie du sind selten geworden. Ja, stimmt. Die Zeiten sind beschissen. Aber für mich ist das ein Grund mehr, mich an die Geschichten zu erinnern. Meine Oma würde sagen, wenn du nicht weißt, was du tun sollst, denk an den Ritter zum Schach und die edle Alondra und frag dich, was sie tun würden. Ich habe es so verinnerlicht, dass ich gar nicht anders kann, selbst wenn ich es wollte. Kluge Oma. Lass mich den Baum mal ansehen. Aber vorsichtig. Ist Wow. das ein Weinen im Rascheln der Blätter?
Was zum... Der Holzfäller war schnell. Merkwürdig. Die Weide steht allein. Keine anderen Bäume in der Nähe. Der Holzfäller war schnell. Achso, sind alles Bäume. Ja, das ist zuerst etwas anderes. Ja, hab verstanden, Geralt. Bäume in der Nähe. War noch etwas anderes? Er blutet tatsächlich. Sieht aus wie Menschenblut. Und die Rinde wie schlecht verheilte Narben. Das Medaillon vibriert wie verrückt. Da ist starke Magie am Werk. Das spürt die ganze Zeit. Es vibriert, wobei das Medaillon vibriert gar nicht. Blut aus Richtung des Baums, wenn ich mir die Form des Flecks so ansehe. Jo, was bezahlst du dafür? Und? Hast du dir den Baum angesehen? Richtig? Mhm. Er blutet tatsächlich. Ziemlich unglaublich. Sieht verrückt aus. Hab ich's nicht gesagt? Meine Hilfe ist nicht umsonst, weißt du? Du redest mit einem einfachen Holzfäller. Ich hab kein Geld. Ja, na, der großzügig. Einverstanden. Ich zahle, sobald die junge Maid befreit ist. Ich helfe dir. Aber erst muss ich rausfinden, wo ich anfangen soll. Brauchst du nicht. Ich weiß alles. Fräulein Daphne und Ritter Gareth waren schrecklich ineinander verliebt. Doch um sich ihrer Hand als würdig zu erweisen, musste sich Gareth der Hexe vom Luchsfelsen stellen. Bevor Ritter Gareth zu dem Hügel ritt, gab ihm Fräulein Daphne ihr Tuch als Zeichen ihrer Gunst. Lass mich raten. Er ist nie zurückgekommen. So ist es. Sie wartete. Tag für Tag, Nacht für Nacht, hielt Ausschau nach ihm. Bis sie Wurzeln schlug und sich in einen Baum verwandelte? Warum? Ich will dir sagen, warum zum Teufel. Um da zu sein, wenn Gareth wiederkehrt. Das Tuch in der Hand. So stark ist die Liebe, die Sehnsucht. Du musst auf den Luchsfelsen steigen und etwas finden, das Daphne befreien kann. Ich gebe dir mein Geschichtenbuch mit. Viel Glück, Hexer. Ja, danke, kann ich brauchen. Der Geist von Daphne. Bist du Jahre, Junge, zu verarschen? Aha, so. Ja, wir müssen gegen sie kämpfen. Ist klar, Spiel. Ja gut, wenn wir das Spiel sagen, müssen wir fighten, dann steuere schon mal vorsichtshalber ein bisschen Geisteröl drauf. Kann nie schaden. So, zack. Doch ein bisschen weit. Plötze. Bisschen plötzlich hier. Wo gehst du denn hin? Heya! Heya, heya, ho, ho, ho. Eine junge Frau, die sich voller Sehnsucht in einen Baum verwandelt. Ja, gut. Ja, Mal schauen, wa? Was ist die Schwierigkeit über die Quest? Oh, 40. Komm schon, Plötze. Was ist das für ein Weg? Heya! Die Kartrettung kannst du überhaupt nicht verlassen. Die greifen nicht an. Was aber nicht heißt, dass sie keine Gefahr sind. Okay, den Rest gehe ich zu Fuß. Wird. Und hopp. Wer hab's gesehen, war ein Sarg, ist mir gerade egal. Ein Eingang, so, aber muss er da hoch? Was denn noch geben? Vielleicht später gucken. Da muss sowieso noch wegen Rüstungen und so weiter. Autsch, da hoch.
Ja, ist gut, Geralt. Dann müssen wir irgendwie... Ich weiß doch auch nicht. Soll wir sonst da hochkommen? Aha, langen Weg also. Von mir aus. Zack. Upp. So, da sind wir auch schon langsam oben. Dann bin ich doch mal Eine gespannt. Hütte, die der Hexe. Ein Käfig. Anklopfen? Die Hütte sieht bewohnt aus, aber es ist niemand da. Ich sehe mich besser mal um. Bin schon dabei. Zur Transformation von Körper. Hat das aber nichts mit unserem Mutagema zu tun, oder? Geschichten und Fabeln. So, was? Das Knie nicht aufzuheben, was im Rucksack geschehen ist. Okay, irgendwie am liebsten zurück. Nehmen können. Okay. Befehle von Robin. Die Maus sieht anfangs wie Haarkäse aus, wird. Naja, das Gewinnturnier. Später. Vermutlich erst am Schluss. Oder ist mit New Game Plus für die andere Variante? Lieber Ivonis, die Kammer der Magier hat dieses Werk verboten. Zu Staub zermahlene Knochen. Eine Wand mit Zauberbauelementen oder Trophäen. Ein Pfeil, in der Mitte zerbrochen, hat dem Schützen kein Glück gebracht. Der Zweig einer Weinrebe, vielleicht um eine gute Ernte zu beschwören oder eine schlechte. Diese Puppe sieht wie ein Hilfsmittel aus, um Flüche zu sprechen. Ein Seidentuch, bestickt mit den Buchstaben D und F. Damit könnte ich den Fluch brechen, wenn es Daphnis ist. Eigentlich verlieren sich nur Wildkatzen hierher. Aber es scheint, als hätte ich einen weit gereisten Gast. Was suchst du hier? Ich hab's schon gefunden. Du willst doch nicht den Fluch auf dem Baummädchen brechen, oder? Und wenn doch? Dann solltest du wissen, dass du deine Zeit verschwendest. Die alten Legenden. Hat sie dir deine Oma nicht erzählt? Selbst für mich, die Hexe vom Luchsfelsen, wäre es kaum zu schaffen, die Macht der Liebe und der Sehnsucht zu besiegen. Kaum, aber es wäre möglich, wa? Oje, oje, dahinter steckt sie hinter all dem, was ist hier genau passiert. Das und vieles mehr erfahren wir in der nächsten Episode bei The Witcher 3 Blood and Wine. Oh mein Gott, ey. Um Blut zu Wein und zurück. Alles ist hier vorhanden. Wir werden sehen, wie es weitergeht. Bis dahin, ciao zusammen.